Jetzt hallo miteinander. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Was tun wir heute? Heute tun wir mal spazieren laufen rund um Melchingen. Und zwar gucken wir uns heute mal die Ruine von Melchingen an und dann gucken wir auch noch an der Lauchertquelle vorbei. Bleibt dran, das wird spannend. Jetzt müssen wir uns erstmal orientieren. Hier ist der Weg schon ausgeschildert, Burgruine. Und an dieser Karte kann man sich auch Informationen holen. Das tun wir jetzt. Und dann müssen wir halt da jetzt da auflaufen. Und wenn wir oben sind, dann machen wir weiter. Jetzt müssen wir längs dahin auf der Buckel, den Anstieg. Und längs in dem Baum, da seht ihr auch schon die Schildle, wo es ausgeschildert ist. Und rechts dahin, da seht ihr ja Melchingen. Wir sind recht nah am Ort da. Da vorne links kommt die nächste Abzweigung. Die ist auch gut ausgeschildert. Da geht jetzt der Buckel auf, der ist ein wenig steiler als der bisherige Anstieg, aber es ist auch nicht mehr weit. Und schauen sind wir oben bei der Ruine Hohenmelchingen. Zum Glück sind wir jetzt im Februar gegangen, weil jetzt haben die Bäume noch keine Blätter und man kann die ganze Anlage komplett sehen, ohne dass irgendetwas verdeckt ist. Die Frage gab mir erstmal da, ne? Oder? Der Buckel auf. Ja. Können wir uns mal von unten an. Ja. Jetzt lassen wir das Video mal ein wenig schneller laufen, damit wir endlich mal reinkommen in die Ruine. Genau. Tina in der Kerma. Du musst in der Kerma. Jetzt mal nachgucken in den kleinen Keller daheim. Aber die Stufen daheim sind relativ schmal und auch schon ausgebrochen. Da muss man ganz vorsichtig nachgehen. Und zudem bin ich halt auch brutal tappig. Ich weiß jetzt nicht, ob man es recht sieht, aber das Reimle ist relativ klein. Aber mit Sicherheit waren da leckere Vorräte drin, könnt ihr mir vorstellen. Ganz schön rutschig da, ne? Mal aufpassen. Sonst sind wir so tappig ist wie ich. Wie weit ist eigentlich die Kamera jetzt raus? Wegen dem Ausschlag? Weißt du, stell mal vorsichtig hin. Also hier gerade so, das wird ja enger, da muss ich gebückt durchlaufen. Guckst du mal schön. Noch weiter runter. So, ja. So, weiter. Okay. Kannst du Martina spielen? Martina. Wunderschön. Wie das wohl war früher, daheim. Ja, schon Mordsanlage. Und im Vergleich zu meinen anderen Ruinen, da sind nicht viel erhalten geblieben. Kamera noch grad. Hi Fina.
Jetzt noch ein paar Informationen zur Burgruine Hohenmelchingen. Die Burgruine liegt ungefähr auf einer Höhe von 825 Meter. Erbaut worden ist die Burg im 12. Jahrhundert, aber bereits 1592 war es keine Burg mehr, sondern schon eine Burgruine. Weitere Informationen findet ihr natürlich im Internet, indem ihr einfach eingebt Ruine Melchingen oder Ruine Hohenmelchingen. Und hier war der bestimmt der Festsaal, oder? Hier war der bestimmt immer Riesenfeste, wo man mit der Finger gegessen hat. Wo so riesige Portionen auf dem Tisch gestanden sind. Schweine mit dem Apfel im Mund, mit dem Äpfel und weiß ich was, Wein aus Fässern. Wenn man genau nachloset und ich denke mal mein Gosch halt, dann hört man den Mauern und Musik spielen von da. Obacher, oder? Hier war Party, 100%ig. Hier hat sie gefestet. Guck mal, das schöne Gewächs da, ne? Aus der Mauer rauslässt. Stadt Bollardingen, Burgruine Hohenmelchingen, Standes am Bollardingen, Trauungen unter freiem Himmel. Cool, das ist mal cool. Ruine Hohenmelchingen, Gründung der ersten Burganlage um 1100, zahlreiche An- und Umbauten bis ins 15. Jahrhundert. Zwischen 1089 und 1138 Adilbert von Mallichingen, Kleriker, schenkt Güter an das Kloster Zwiefalten. 1363 Hugo von Melchingen als Reiterführer im Dienst der Stadt Florenz in Italien. 1504 mit Bero von Melchingen erlischt das Adelsgeschlecht. 1555 das alt abgegangene Schloss oder Burgstall Hohenmelchingen, restauriert 1975 bis 80. Aha, haben wir hier der Wanderweg, okay, Wanderweg Bollardingen, Standort Hohenmelchingen, ca. 72 Kilometer. Oh, das machen wir jetzt. Interessant ist jetzt eher das da noch, wie die Burg da aufgebaut war, Gewölbekeller, Tor, Pforte, Nische. Ich mache mal ein Foto geschwind. Wir können uns das anlesen. Oder ich mache euch. Schön. So, jetzt. Mal gucken. Das Bild, was war ist. Oh ja. Jo, da steht alles drauf. Und da mache ich auch noch mal ein paar Bilder. Da habe ich auch noch mal ein Bilder. Jetzt gehen wir mal durch diesen Ausgang da hinten aus. Und zeige mal noch die Ruine von der Perspektive. Haben wir geschwenkt, wie es da hinten aussieht. Dann laufen wir das Weg dann, aber es gerade da gestanden ist, oder? Was mich jetzt irritiert ist, da hinten, guck, das Schild auch nochmal Burgruine. Wanderweg Burgruine. Das Grüne. Der Weißt du Wanderweg heißt Wanderweg Das Burgruine. andere Grüne. Ja. Guck mal mit doppelig IB. Das stimmt tatsächlich, der heißt so. Rundwanderweg Burgruine Windräder. Jo, wer lesen kann, ist im Vorteil.
Also ich würde empfehlen, so wie wir gelaufen sind, der Waldweg hinauf zur Ruine. Das ist ein wunderschöner Weg. Und dann nachlaufen über den Tiertenweg, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Und dann konnten wir unten auch an der Lauchertquelle vorbei und man ist ein schöner Rundweg gelaufen. Ja, von der Ruine kommen wir gerade. Das ist ja da hinten. Und jetzt laufen wir noch da hinter der Buckel nach. Da kommen wir auch wieder mit dem Parkplatz raus, wo wir vorher das Auto abgestellt haben. Parkplatz Lauchertquelle sind jetzt noch 800 Meter und Lauchertquelle 700 Meter. Die gucken wir uns jetzt auch noch an. Und wenn wir oben ran konnten, dann sehen wir linker Hand schon wieder der Parkplatz Lauchertquelle und rechts dahinter, das ist schon die Lauchertquelle. Dieses unscheinbare Rinnsal ist also die Lauchertquelle. Von hier aus, vom Eichinger, fließt die Lauchert nach Städt unter Holsteu, von Städt unter Holsteu nach Hörschwag, von Hörschwag nach Hauser, von Hauser nach Mägerkingen. Zu Mägerkingen gibt es übrigens einen wunderschönen Lauchertsee. Von Mägerkingen nach Brunnen, von Brunnen nach Germerdingen, von Germerdingen nach Herdingen, von Herdingen nach Hermerdingen, von Hermerdingen nach Veringenstadt, von Veringenstadt nach Veringendorf, von Veringendorf nach Jungnen, von Jungnen nach Bingen, von Bingen nach Hitzkofen, von Hitzkofen nach Sigmaringendorf und von Sigmaringendorf aus, dort mündet sie dann in die Donau. So, jetzt sind wir zurück. Jetzt sind wir fertig mit unserer Rundwanderung hinauf zu der Melchinger Ruine. Hohenmelchingen, sind jetzt ja gerade noch an der Lauchertquelle vorbeigekommen. Heute ist schön ruhig da. Ne? Es ist fast nicht Dienstag, fast nicht Zeistig, fast nicht Zeistig, schon Zungenbrecher, fast nicht Zeistig. Da sind die meisten noch unterwegs, die frei haben und die schaffen müssen, die müssen halt schaffen. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr guckt dann meine nächsten Videos an. Hier abonnieren und dann liken, genau, liken, Daumen hoch. Und das motiviert mich, noch mal ein Video zu machen. Und wenn ihr abonniert, dann kriegt ihr automatisch Bescheid, wenn es wieder etwas Neues geht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssli und Ade.